Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Lote, diesmal zum 12. Bundesligaspieltag 3:1 gegen St. Pauli. Ich habe halt Ahnung, ne? Genau mein Tipp gewesen vorm Spiel, bevor wir ein bisschen aufs Spiel darauf eingehen. Wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Damit unterstützt ihr das, was ich hier so tue. Joa, kommen wir zum Spiel gegen den FC St. Pauli. Das erwartete Spiel, bin ich ganz ehrlich. Dass St. Pauli das macht, was sie können, was sie heute sehr, sehr gut gemacht haben, sehr, sehr stark verteidigt, dass wir uns schwer tun. Leute, wir haben die zweite Halbzeit, jeder, der das Champions League-Spiel gesehen hat, wir haben die zweite Halbzeit gesehen bei Arsenal. Das war einfach ein Fitnessthema. Ja, das war einfach ein Fitnessthema in der zweiten Halbzeit gegen Arsenal. Und wenn man da nicht komplett durchchanged, ja, da muss man sich nicht wundern, dass man so ein Spiel sieht. Ja, das ist Ja, dass du's am Ende gewonnen hast mit Glück, in der Nachspielzeit durch 2 Tore, 2 späte Tore. Ja, Halleluja. Ansonsten hätten wir mal auf den Winnie ein bisschen draufhauen können heute, weil, ja, dass in der ersten Halbzeit das Tor entsteht durch die 3 Spieler, die pausiert haben, ist selbstredend. Ja, ich denke, alle anderen Spieler, mal abgesehen von Pavlo vielleicht und Lennart Kahl, hat man gesehen, dass die einfach durch sind. Die sind einfach durch, ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Und deswegen haben wir das Spiel gesehen, was wir gesehen haben. Das Tor, ja, meine Meinung ist bekannt zu Manuel Neuer. Das Tor geht auf jeden Fall auch wieder zu 50% auf Manuel Neuer. Wenn Torwart ein Tor in der kurzen Ecke kassiert, geht das auf zu 50% auf den Goalie. Ansonsten hat natürlich Josh einen Riesenanteil an dem Ding. Conny Leimer ein bisschen, vielleicht auch Minjay, weiß ich nicht. Obwohl, wenn Minjay da anders hingeht, gibt es einen Elfer und eine rote Karte wahrscheinlich. Also von daher würde ich Minjay da mal rausnehmen, der ein super gutes Spiel aus meiner Sicht gemacht hat. Ähm, Ist ein bisschen schade, dass man gewisse Spieler einfach nicht draußen lässt. Ja, das ist das Einzige, was wir kritisieren können. Arbeitssieg 3:1. Bleiben wir erstmal noch beim Spiel, bevor wir auf das Thema kurz eingehen. Ja, Guerrero, seine einzigste Aktion. Ansonsten war das ein Note 5. Das war gar nichts. Ja, Luis Diaz. Es ging super wenig über die linke Seite, fast alles ging über die rechte Seite. Das war sehr schade. Wenn Luis Diaz dann mal ins Spiel eingebunden war, war er da, war aktiv, hat auch dann zwischendurch mal versucht, auf die andere Seite zu gehen. Dass dann Nicolas Jackson das Tor macht, ist auch selbstredend. Ich weiß nicht, warum der Mann nicht in der Startelf stand und ich weiß auch nicht, warum er viel, viel eher eingewechselt wurde. Ich denke, bei Harry Kane hat man gesehen, der ist null frisch. Null. Ja. Ich meine, dass wir dann noch dreimal gegen den Pfosten geschossen haben, ist auch selbstredend, ja, deswegen hat es mich dann ein bisschen verwundert, dass wir das Spiel in der Nachspielzeit noch gewonnen haben. Eigentlich war das wieder so ein Spiel, ähm, ja, dass du machen kannst, was du willst und der Ball geht halt raus vom Pfosten, ne, anstatt rein. Ist so, am Ende verdient natürlich gewonnen, da brauchen wir nicht drüber reden. Haben uns lange, lange schwer getan, lange, lange keine Bewegung im Spiel, lange keine Ideen gehabt. Wie gesagt, es fehlt einfach die Frische. Das sieht man dieser Mannschaft an, ja. Und damit gehen wir dann noch mal auf das Thema rein, bevor wir in die Statistiken gucken und in die Spielerbenotung gehen. Ich verstehe nicht, warum man einen Kimmich spielen lässt. Ich verstehe nicht, warum man einen Harry Kane spielen lässt, die schon gegen Arsenal gezeigt haben, dass sie nicht auf der Höhe sind. Das war heute auch gar nichts. Kimmich noch ein bisschen besser auf jeden Fall, ja. Harry Kane war gar nichts. Das müssen wir mal knallhart so sagen. Ganz, ganz viele Totalausfälle, ja. Ich verstehe es nicht, warum man Tom Bischof, der, wenn er dann mal kurzzeitig in der Mitte war, gezeigt hat, wie stark er ist, wird auf die linke Verteidigerposition gestellt, damit Jan Josh spielen kann. Ich das kotzt mich einfach nur noch an, ja. Muss ich mal so klipp und klar sagen. Ähm, ja, am Ende 3:1 gewonnen. Ich habe keine Argumente auf meiner Seite, von daher hat Kompanie alles richtig gemacht, aber nichtsdestotrotz kann ich das mal kurz ansprechen. Joa, damit würde ich sagen, werfen wir einen Blick in die Statistiken. Die sollten relativ eindeutig sein. Kann den Bums auch noch mal aktualisieren hier. Ballbesitz 80,5 zu 19,5. Abseitsstellung 3:2, Fouls 5:8, Zweikämpferquote 51,2 zu 48. 4 Schüsse aufs Tor. 3. 3 Schüsse aufs Tor. Die waren drin.
Ich weiß nicht, warum die Pfostenschüsse nicht als Schuss aufs Tor zählen. Das ist ein bisschen komisch. Da müsste mindestens eine 6 stehen, ne? St. Pauli 1, Schüsse insgesamt 19-10, Ecken 10-2. Ja, wovon eine Ecke ansatzweise zwei Ecken, eine von Maike war noch ein bisschen gefährlich. Der Rest war wieder absolute Katastrophe. Angekommene Pässe 927. Ich glaube, ich habe noch nie so eine hohe Zahl hier gesehen. Ja, wild. Da sieht man aber, dass super viel quer war. Angekommene Pässe 173 bei St. Pauli, Flanken 17-2. Schüsse insgesamt Harry Kane 5, Tom Bischof 4, Lennart K. 2, Torschussvorlagen Kimmich 1, Diaz 1, gewonnene Zweikämpfe 10 Kim. Ja, und den wechselt man aus. Halleluja. Jonathan Tah 7 und Luis Diaz 5. Ballkontakte 177 Tah, 169 Kimmich, 168 Pavlovic. Ja, damit gehen wir rein in die Benotung. Ja, wie immer angefangen bei Kompany. Ja, wir haben das Spiel gewonnen. Ich gebe ihm eine 3,5. Ich denke, es war befriedigend, fast befriedigend. Ausreichend wäre ein bisschen zu negativ. Ich denke, eine 3,5 ist da gut mit dargestellt. Warum? Ja, habe ich schon gesagt, dass man an gewissen Spielern festhält, obwohl man sieht, dass die platt sind. Es ist mir scheißegal, was der Spieler sagt. Ein Kimmich oder ein Kane wird immer sagen: Ja, Trainer, ich bin fit, ich muss spielen, ich kann spielen. Ja, man hat das schon gegen Arsenal gesehen und dann verstehe ich nicht, dass man sich das gegen Pauli nochmal gibt. Und selbst wenn man das dann macht, weil man dem Spieler glaubt, dann musst du in der Halbzeit reagieren. Ja, Punkt. Also ein Harry Kane hätte niemals mehr aus der Halbzeit kommen dürfen. Genauso wenig ein Joshua Kimmich, meiner Meinung nach. Auch im Hinblick auf das Spiel bei Union. Ja, Union hat auch noch in der Nachspielzeit verloren. Blasewitz, interessiert mich nicht. Das wird von der Intensität her nochmal extremer werden wie heute gegen Pauli. Ja, und wenn ihr euch mal anguckt, dass wir letzte Mal zumindest körperlich noch besser waren, mehr auf der Höhe waren, wo wir gegen Union gespielt haben, wie wir es jetzt sein werden, wenn man sich jetzt mal die beiden Spiele anschaut. Und man es nicht gepackt hat, ein Harry Kane oder ein Joshua Kimmich mal zu sagen, bleibt mal mit dem Arsch zu Hause. Beim Gegner wie St. Pauli, ja. Schwierig. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir werden sehen, ob sich das rächen wird oder nicht. Wir hoffen natürlich nicht. Genauso das Thema Manuel Neuer, was ein Thema ist. Auch das Tor hat er seine Mitschuld dran, aus meiner Sicht. Und ja, ich denke, gegen Union wird er ein bisschen mehr im Fokus stehen. Ne? Wie wir sie. Damit sind wir auch schon bei Manuel Neuer. Ist so ein fließender Übergang. Ja, Manuel Neuer, meine Note 4. Wie gesagt, für mich hat er eine Teilschuld an dem Gegentor. Ansonsten hat er nichts zu tun gehabt. Ja, so gar nichts. Deswegen kann ich nur diese eine Szene bewerten. Die war so mittel. Ja, ansonsten hat er 2, 3 Bälle gespielt. Ja, und das war's. Ja, sonst hat er nichts zu tun gehabt. Gut, weiter geht's mit der Innenverteidigung. Habe ich ja gerade schon mal anklingen lassen. Minjay hat für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Beim Gegentor habe ich schon gesagt, ich persönlich würde ihn da rausnehmen. Wenn er da irgendwie anders hingeht, dann reden wir sehr wahrscheinlich über eine Notbremse. Von daher, er hat versucht, dagegen zu halten. Ja, ihr könnt ihm eine kleine Mitschuld geben, meinetwegen. Ansonsten hat er für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch im Spielaufbau war das echt fein. Ja, haben wir auch gesehen, wo er am Ausgleich beteiligt war. Ja, wenn wir das Gegentor mit einfließen lassen, dann ist es vielleicht eine 3. Ich mache eine 2,5. Minjay hat mir sehr, sehr gut gefallen heute. Jonathan Tah war wie immer, ja, sehr souverän, hat dafür 1, 2 riskante Bälle gehabt, 1, 2 Fehlpässe, die auch im Konter umgeschlagen sind, wo zum Glück nichts daraus passiert ist. Ich erinnere mich an einen Ball, aber ansonsten war er auch dafür, dass er so viel spielt, absolut auf der Höhe, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, den einen Fehlpass, da wir bei Minjay aber auch so ein bisschen das Auge zugedrückt haben, machen wir das bei ihm auch und von daher Note 3. Gut, dann kommen wir zu den Außenverteidigern, angefangen bei Tom Bischof, den ich erstmal suchen muss, weil er Mittelfeldspieler ist. Hat mir gut gefallen, wenn er denn mal im Spiel mit eingebunden wurde, was am Anfang relativ selten der Fall war, weil wir relativ wenig über die linke Seite gespielt haben, warum auch immer.
Ja, wir haben es gesehen in der Torschussstatistik, hat 4 Torschüsse gehabt, hat viel versucht. Hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Für mich ist er verschwendet auf der Linksverteidigerposition und es macht mich traurig, dass man nicht die Eier hat, den Jungen mal in die Zentrale zu stellen und mal 'n Kimmich draußen zu lassen. Weil das hätte heute sehr, sehr gut gepasst mit 'm Bischof und 'n Pawlovic, denke ich. Pawlo war sehr, sehr gut. Tom hat mir auch ordentlich gefallen. 'Ne gute 3. Ich gebe ihm mal 'ne 3 heute. Obwohl er war noch einer der auffälligeren, wenn wir ehrlich sind, aber ich bleibe bei 'ner 3. Gut, andere Seite, Conny Laimer. Ja, Conny Laimer war auch nicht auf der Höhe. Ich denke, das hat man gesehen. Ja, auch da das Thema Fitness. Ich denke, bei Conny fällt das noch mehr auf, weil Conny 'n Spieler ist, der komplett über die Fitness kommt. Ja, Note 4 von meiner Seite. Das war heute nix von Conny. Gar nix. Ja. Ich meine, beim Gegentor das Gegentor geht in erster Linie auf Josh seine Kappe, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber generell, ja, ich habe es grade gesagt, man sieht einfach, dass der nicht fit ist und ich weiß es nicht. Gegen Arsenal, willst du in der 60. Minute in Sascha Boe einwechseln und dann hast du nicht das Vertrauen in den Jungen, dass er gegen St. Pauli spielen kann? Wild. Wild, wild, wild. Gut, damit kommen wir auch zu einem der wirklich Aktivposten. Das war für mich Pawlovic heute. Hat ein gutes Spiel gemacht, ein sehr, sehr gutes Spiel, kriegt von mir eine glatte 2. War der versucht hat, der aktiv war, der immer gelaufen ist, der immer in Bewegung war. Ja, das waren nicht so viele. Das war noch Lennart Kahl neben ihm und Tom Bischof zum Teil. Der Rest war sehr, sehr statisch. Ja. Luis Diaz auch noch zum Teil, aber der Rest war wirklich statisch. Da war nichts in Bewegung, da war kein Speed drin. Das war einfach Rumgestehe und Ballgeschiebe. Pavlo, super gut, hat viel versucht, ja, gar keine Frage. Hat so ein bisschen das Zutrauen manchmal gefehlt, den Schuss zu nehmen, fand ich, ja. Das ist vielleicht das Einzige, was man irgendwie kritisieren kann. Ansonsten hat er sehr, sehr gut, versucht, das Spiel anzutreiben, obwohl Pauli die Mitte so zugemacht hat. Pavlo hat mir sehr, sehr gut gefallen heute. Ja, damit sind wir beim König angekommen, Josua. Ähm, ja, aufgrund der Flanke zum Tor gibt's 'ne 3,5 von meiner Seite. Hm, wobei, wenn wir jetzt sagen, so die Flanke zum Tor, wenn wir dann das andere wegnehmen, wo er das Gegentor eingeleitet hat, ja, danach war viel Leerlauf. Aber ich lasse mal 'ne 3,5, weil mir wird ja immer vorgeworfen, dass ich 'n Kimmich zu kritisch sehe. Ich schwanke gerade zwischen 4 und 3,5. Dann kriegt ihr heute mal die 3,5 dafür, ne? Dann könnt ihr euch mal gönnen. Ja. Ansonsten es war nix von Josh. So, ja, es war viel Ball quer, viel: „Oh ja, gib mir mal den Ball und ich gucke mal und ich brauche erst mal 3 Sekunden“, anstatt den Ball mal schnell zu machen. Aber auch da, denke ich, sieht man, dass Josh einfach mal 'ne Pause gebrauchen könnte. Also, jetzt nichts wie gesagt, die Benotung ist hier nicht gegen die Spieler, ja? Das sind einfach Benotungen aufgrund der Fitness und man hätte den Spielern Leute, das ist St. Pauli, die haben 8 Spiele in Folge nicht gewonnen. Ja, die haben heute stark gespielt, stark verteidigt. Ähm, da muss es aber möglich sein, dass sie in Anführungsstrichen zweite Garde spielt, ja? Punkt. Und wenn man das dann nicht macht, ja, wir werden's gegen Union sehen, ob das richtig war oder nicht. Gut, kommen wir zu Luis Diaz. Tor vorbereitet, Tor gemacht, der Chancentod. Ist ja auch 'ne Katastrophe, dass der so wenig Tore schießt. Also, ich weiß auch nicht, sollten wir am besten wieder zurück nach Liverpool verkaufen. Ich denke, die würden sich freuen. Luis Diaz, starkes Spiel, Note 2 dafür, dass er so wenig eingebunden war, grade die erste halbe Stunde, ja. Das war ja schon traurig zu sehen, dass nix über die linke Seite ging. Ich weiß nicht, was da der Gedanke war irgendwie. Ähm, ja, ich denke, es spricht für sich, dass er der entscheidende Mann heute war. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ja, Luis Diaz in dieser Mannschaft einfach unverzichtbar. Und auch, wie man heute gesehen hat, auch wenn er nicht ins Spiel groß eingebunden ist, ja, wenn dann die Situationen da sind, ist er da, ja. Also, ja, was wird gemeckert bei Luis Diaz, Alter? Wer rafft euch mal, Leute. Gut, kommen wir zu Rafa Guerreiro. Da ist er.
Ja, Rafa Guerreiro hat heute das Tor gerettet. Von daher kriegt er eine Note 4, sonst wäre es 'ne 5 gewesen. Hat noch eine weitere Aktion gehabt, den Hackentrick, über womit er den Ball auf Maicke gelegt hat an der Außenlinie. Ansonsten war Rafa Guerreiro nicht zugegen. Nur Ballverluste, keine Zweikämpfe gewonnen. Eine absolut katastrophale Leistung. Ich weiß nicht, warum der so lange auf dem Feld stand, ist für mich eine Frechheit. Punkt. Lennart Kahl. Lennart Kahl hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, ja. Wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel. Ähm, ja, das Tor blieb ihm verwehrt, mit dem Pfostenschuss. Von daher gibt es eine 2,5 von meiner Seite. Komm, ich mache bei Luis Diaz eine 1,5, damit wir ein bisschen Abstand haben, weil ich denke schon, wenn man 'n Tor und eine Vorlage macht, sollte meine Note besser sein. Ähm, Lennart Kahl 'n super starkes Spiel. War der Aktivposten neben Pavlovic in der Zeit, wo er auf dem Feld war. Die Auswechslung für Serge Gnabry war eine Katastrophe. Das hat uns verschlechtert. Ja, das hat uns verschlechtert im Offensivspiel. Ja, das ist traurig. What the fuck? Ja, warum hat man diesen Wechsel gemacht? Aber zu Serge kommen wir gleich. Also, Lennart Kahl, Hut ab, war ein sehr, sehr starkes Spiel, ein bisschen Pech gehabt mit dem Tor. Ähm, war einer der Aktivposten. Man sieht, der Junge hat Bock, der ist fit, der will. Ja, das hat man gesehen, von daher 2,5. Gut, kommen wir zu Harry Kane. Ja, Harry Kane heute war nix. War gar nix. Da brauchen wir gar nicht drum diskutieren, ja. Ähm, ich meine, er hat sogar 2 gute Chancen gehabt, hat die nicht gemacht, was völlig untypisch ist. Ähm, von daher gibt's von meiner Seite 'ne 4,5. Hat noch ein bisschen Bonus, sonst wäre es eine 5 gewesen, ja. Wenn wir ehrlich sind, war das heute nix. Das war auch kein Fallenlassen, das war kein mal nach außen abkippen, das war gar nichts. Das war heute Mittelstürmer Manier, war super wenig im Spiel integriert, die 2 Chancen, die er hatte. Ich denke, der erste, okay, der hat Pauli super geklärt. Ja, er wollte das Ding direkt aufs Tor zimmern. Wäre vielleicht schlauer gewesen, mal draufzutreten, in den Ball rüberzulegen. Lennart Kahl stand da völlig blank. Das zweite Ding, ja, sorry, das lässt sich 'n Harry Kane normalerweise nicht entgehen. Und auch da, ich denke, man hat das heute gesehen, es fehlt einfach die Frische, sowohl körperlich wie im Kopf. Und sonst hätten Harry Kane das Ding reingemacht, ja, der da von den Innenpfosten ging und wieder raus. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist das alles, was gerade passiert, ein Thema der Frische. Und daran ist der Trainer mit schuld. Da brauchen wir nicht drüber reden. Hätte man mal ein bisschen mehr rotiert, wäre die ganze Sache auch, 'n bisschen anders und die Spieler unsere Schlüsselspieler wären ein bisschen fitter. Es ist ein bisschen schade, dass man diese Schlüsselspieler nicht rotiert. Michael Olise hat man dann rotiert. Ähm, weiß ich nicht, habe ich nicht verstanden, ne? So richtig, wenn man den Rest da alles auflaufen lässt. Aber gut, ja, am Ende hat man Michael Olise reingebracht in der zweiten Halbzeit für Conny Laimer. Guerreiro ist auf die Rechtsverteidigerpose gegangen. Ja, Guerreiro war wie gesagt, das war gar nix. Michael Olise war auch nix. Punkt. Ja. Hat klar die Seite gehalten, hm, hat 'n bisschen was versucht, aber am Ende des Tages, ja, 'ne 3,5 von meiner Seite, aufgrund einer Ecke, die wirklich stark war, 2 Flankenversuche, wo dann einfach leider nichts in der Mitte war. Ansonsten natürlich viel versucht über die Seite, aber wirklich er stand aber auch immer alleine gegen 3 Leute. Also, was wollen wir da auch verlangen, ja? Aber er war auch nicht so agil und nicht so viel in Bewegung, wie es 'n Lennart Kahl war, gefühlt. Ähm, ich verstehe natürlich, dass man ihn reinwirft dann in der zweiten Halbzeit, wenn das Spiel, den Spielstand hat, so, gar keine Frage. Ja, das war natürlich auch völlig richtig, hätte ich genauso getan. Aber am Ende des Tages war es dann auch nicht von Vorteil, dass dann Serge Gnabry gekommen ist. Habe ich nicht verstanden. Erst recht, weil das Zusammenspiel zwischen Olise und Lennart Kahl eigentlich sehr gut ist. Und ja, damit habe ich Olise eigentlich eingeblendet gehabt. Ist ja 'ne Frechheit. Ich quatsch und quatsch und quatsch, ja. Also, Michael, ich habe ja schon den Überschwang gemacht zu Serge und Serge war heute mal wieder, ja, der Serge, wie wir ihn kennen, ne?
Ich meine, Serge hatte ja auch seine gute Phase mit, weiß ich nicht, bis zum 8. Spieltag oder sowas. Lass mich mal eben gucken. Note 5 gegen Union. Ja, ja, ja. Das ist der Serge, den wir kennen. Ja, das ist. Da ich heute generell ein bisschen gnädig bin, kriegt er wie Harry Kane die 4,5. Ähm, Das war halt auch gar nichts. Aber das ist der Serge, Leute. Ja, und er war auf der Zehnerposition. Ja. Das nur zur Info. Er war der Zehner. Ja. Das ist der Serge. Fehlpass auf Fehlpass, keine Zweikämpfe gewonnen. Hut ab für diese Leistung. Aber, Leute, ich habe nichts anderes erwartet. Ja. Aber Hauptsache, ganz Deutschland schreit nach 8 Spielen: „Oh, Serge muss den Vertrag verlängern und gib ihm noch 5 Millionen mehr." Ja, ganz genau, Leute. Gut, dann kam noch Stunny rein. Für Guerrero, ja, Guerrero habe ich schon genug zu gesagt. Weiß ich auch nicht, was mit dem los ist. Ja, Stunny war ordentlich, hat wie immer seine 10 Minuten gebraucht, bis er im Spiel war, ja. Konnte dann aber jetzt auch nicht die Riesenakzente setzen. Wie gesagt, Pauli hat es halt auch gut gemacht, gut verteidigt. Ähm Da Stunny diese 10 Minuten immer hat, gibt es 'ne 3,5. Ja, das muss er halt auch mal abstellen. Wenn er eingewechselt wird, muss er einfach auch mal direkt da sein und nicht immer erst mal 10 Minuten brauchen, bis er mal irgendwie im Spiel ankommt. Ja, ansonsten war es ordentlich, wäre 'ne Dreiernote gewesen, so ist 'ne 3,5. Gut, dann kam der Wechsel, der für mich komplett vom Sinn befreit ist. Leon Goretzka wurde eingewechselt für Min-Jae. Ich habe mir nur gedacht: „What the fuck?" Wenn Pauli da 'n bisschen Eier gehabt hätte und sich gedacht hätte: „Ey, komm, wir gehen jetzt mal aufs Ganze." Das hat man ja dann auch gesehen, nachdem das 2:1 gefallen ist. Wir gehen jetzt mal aufs Ganze und machen jetzt mal pressen noch mal, wie wir's in der ersten Halbzeit auch ein zweimal gemacht haben. Dann hätte das richtig nach hinten losgehen können. Richtig, ne? Ähm, Keine Ahnung. Ich habe den Gedanken nicht verstanden, Leon Goretzka einzuwechseln. Ja, ich war verblüfft vom Reporter, der sagte: „Ja, jetzt kommt Leon Goretzka noch mal für 'n bisschen mehr Kreativität im Offensivspiel der Bayern." Da habe ich fast 'n Lachanfall gekriegt, ja? Also, was soll Leon Goretzka gegen so eine Mannschaft uns bringen? What the fuck? Was soll der uns bringen? Hä? Ich hätte es ja verstanden, wenn man gesagt hätte, Leon Goretzka wäre jetzt bei jeder Aktion direkt in den Strafraum gestoßen und wir hätten hinten nur mit 'n Tar gestanden. Dann hätte ich das ja noch verstanden. Dann hätte ich 'n Sinn darin gesehen, aber das ist ja auch nicht passiert. Hä? Ich habe es nicht gerafft. Sorry. Aber ja, vielleicht wollte man da einfach Leo 'n bisschen Spielzeit geben. Ich fand's schade für Min-Jae, hat 'n super starkes Spiel gemacht. Hätte auf jeden Fall verdient gehabt, durchzuspielen. Leon Goretzka benoten wir natürlich nicht in der 78. Minute mit der Einwechslung. Ist auch besser für ihn. Und zu guter Letzt, viel, 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 viel zu spät, ja. Ergebnis gibt natürlich dem Trainer recht, also von daher alles gut. Aus seiner Sicht hat er alles richtig gemacht. Kam dann noch Nicolas Jackson in der 84. Minute für Pavlovic, was für mich auch 'ne Farce war, weil Pavlovic der aktive Spieler war. Auch da hat man sich nicht getraut, 'n Kimmich runterzunehmen. Aber auch da, Kimmich hat ja dann am Ende noch die Flanke gegeben, hat der Trainer also alles richtig gemacht. Ich weiß auch nicht, warum Ito heute keine Option war. Der hätte uns heute auch gut getan mit seinen Diagonalbällen. Der hätte da mal 'n bisschen das super lahmarschige Verlagern unseres Spiels aufgebrochen, weil wir haben ja gefühlt 18 Ballkontakte gebraucht, um von der rechten Seite mal auf die linke Seite zu kommen. Und dass St. Pauli dann mit 2 Ketten sich da einfach 'n bisschen verschieben kann, schön auf Eiersuche. Ähm Ja, wie soll man das Konstrukt da in Gefahr bringen dann, ja? Ja. Hat mich gefreut, dass Jackson den Ball da genommen hat, auch dass Serge das war Serge seine beste Aktion übrigens, dass er da reingegangen ist, gestört hat und dass er dann auch 'n Jackson angezeigt hat: „Ey, der Ball kommt nicht von mir, nehme ihn, mach ihn rein." Hut ab dafür von meiner Seite an Serge. Ja, komm, wir gehen auf 'ne 4. Ich habe die Szene mir ist grade eingefallen, dass Serge ja den Ball da rausgeholt hat. Komm, kriegt er 'ne Note 4 für, ne? Das war 'ne gute Aktion. Und habe mich gefreut, dass Jackson den dann auch eiskalt reingemacht hat. Und ja,
I don't know, ich habe es nicht verstanden, warum ein Nicholas Jackson nicht von Anfang an für einen Harry Kane spielt. Warum ein Tom Bischoff nicht von Anfang an für Joshua Kimmich in der Mitte spielt. Du hättest 'n Ito links bringen können. Das ist doch 'n perfektes Spiel gegen St. Pauli. Ja, hat jetzt irgendjemand erwartet, dass St. Pauli 'n Sturmlauf gegen uns macht oder sonst was? Ne, wäre doch 'n super entspannter Nachmittag gewesen für Ito. Ja, hätte er noch 'n bisschen Spielpraxis wieder gekriegt und, keine Ahnung, wenn's nicht gegangen wäre, hättest du immer noch 'n Conny Leimer bringen können, ja? Warum hat 'n Boe nicht gespielt auf der rechten Seite? Wie gesagt, du wolltest ihn in der 60. Minute gegen Arsenal oder 65 hast du voll das Vertrauen gehabt: „Jo, der ist der Mann, der jetzt die Defensive stabilisiert, den bringe ich jetzt rein.“ und dann hast du nicht das Vertrauen, dass er gegen St. Pauli, die mit Sicherheit keinen Sturmlauf machen, den Mann nicht aufstellen kannst, oder was? Hä? Ja, warum stelle ich da 'n Conny Leimer hin, der gewirkt hat, keine Ahnung, als müsste der mal 'ne Woche durchschlafen, ja? Völlig sinnbefreit. Sorry, ja? Völlig sinnbefreit. Ey, Guerrero fühle ich. Hätte ich auch aufgestellt. Ja, einfach Frische rein und dann hätte man geguckt und, keine Ahnung, wäre es dann ich meine, er hat das Tor ja gemacht, ja? Sonst haben wir nix gesehen von ihm, aber wäre das sonst scheiße gewesen, hättest du ihn in der Halbzeit wieder rausnehmen können. Ja, fertig aus. Der Rest war doch fein, ja? Aber du hättest doch mal 'n Conny Leimer, 'n Kimmich und 'n Harry Kane, den hättest du sogar mal sagen müssen: „Pass mal auf, Männer, bleibt mir im Arsch zu Hause. Guckt euch das Spiel von zu Hause an, kommt mal mit'm Kopf klar.“ Das wäre die richtige und natürlich Manuel Neuer, ja? Das wären die 4 Spieler gewesen, die gar nicht hätten aufm Feld stehen dürfen. Punkt, ja? Es muss doch möglich sein, dass 'n Urbich im Tor steht, 'n Boe 'n Conny Leimer ersetzt, 'n Tom Bischoff in die Mitte geht und 'n Nicholas Jackson Harry Kane ersetzt. Das muss möglich sein gegen den FC St. Pauli, ja? Und ja, dann fehlen dir 3 Spieler auf der Ersatzbank und ja, dann nimmst du mal 3 Spieler aus der zweiten Mannschaft dahin. Punkt, ja? Das muss möglich sein. Noch mal, wir reden über 'n FC St. Pauli, ja? Und nicht über, weiß ich nicht, Borussia Dortmund. Chance vertan? Ja. Am Ende des Tages hat Kompanie recht behalten. Wir haben 3:1 gewonnen, Arbeitssieg. Den Rest werden wir, am Mittwoch sehen, ja? Ob das so gut war für Harry Kane, ob das so gut war für Manuel Neuer, ob das so gut war für Kimmich, ob das so gut war für Conny Leimer. Das werden wir sehen, wie frisch, wie fit die sind, ne? Ich bin sehr gespannt. Wenn, Leute, dann muss ich mich entschuldigen, ja? Meine Meinung ist, dass das nicht gut war. Aber wir werden's sehen. Vielleicht täusche ich mich ja. Gut, Leute, das war's. Rot-weiße Grüße gehen raus. Am Ende des Tages 'n verdienter Sieg, wenn auch 'n bisschen glücklich in der Nachspielzeit, dafür vorher dreimal vom Pfosten genagelt. Ja, so ist das halt, wenn 'ne halbfitte Mannschaft aufm Feld steht. Und damit rot-weiße Grüße gehen raus. Habt 'n schönes Restwochenende. Wir hören uns Montag 18 Uhr im Stream, wenn ihr Bock habt. Quatschen wir mal 'n bisschen, machen wir das Thema Manuel Neuer auf, das Thema Fitness, das Thema, warum gewisse Leute einfach nicht auf der Bank Platz nehmen dürfen. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.